Mir von Anfang an die Entwicklungen von den verschiedenen Texten verfolgt und dazu, dass man der Minister auch schon 2 parlamentarische Fragen gestellt. Wen das erkennt, weiß, dass wir auf keinen Fall zulassen, dass die Leute Freiheit geholt wird. Nicht Liberté de Mouvement, nicht Liberté de Commerce, nicht Liberté d'Expression, noch nicht Liberté de Manifestation. Mit der wird es auch nicht zulassen, dass aus dem Land die Freiheit geholt wird, selber zu dezidieren, wie sich auf zukünftige Pandemien präparieren will und am Fall von einer Pandemie reagieren will. Und ich bin gespannt, ob die nächste Version, wo die Diskussionen momentan laufen und noch bis zum 10. Mai sollen gehen. Allerdings schenkt man heute ein Delay zwischen der finalen Version und der 77. Weltgesundheitsversammlung an Mai, da ein bisschen knapp für einen im Detail darüber diskutieren zu können, ehe zu einer Aufstimmung kommt. Mit dir wie verschiedene Stimmen Glaube schenken, schenkt es, wie wenn wahrscheinlich nicht zu einer Aufstimmung kommen wird, weil einfach noch zu viel Unklarheit gehen. Ein Punkt, wo wir definitiv als Bedenken haben, betrifft Zentralkapazitäten und hier vor allem der Annex 6 von internationalen Gesundheitsvorschriften. Hier geht es um die Impfung, Prävention und Zertifikaten, die wir ja noch alle gut kennen aus der letzten Pandemie. Punkt 3 sagt, certificates under this annex are valid only if the vaccine or prophylaxis used has been approved by the WHO. Das heißt, wer schon allein dezidiert am Kader von einer Pandemie, wer ein Zertifikat etwas wert sind, aber wer nicht, und zwingt so oder indirekt hier Länder, also die unterschrieben haben, die Medikamente erwachsen zu holen, die just sie approviert tun. Das geht uns da ein bisschen zu denken, und geht definitiv zu weit. Zumal kann dummer der Monopol für die eine oder andere Pharmaindustrie kreiert gehen. Und das wollen wir ja evitieren, wie wir gerade vom Herrn Di Bartolomeo hören haben. Ein anderer kritischer Punkt, der mittlerweile aus dem Vergeau aufkommen ist, gestrahlt ist, mehr aber an den internationalen Gesundheitsvorschriften immer dran steht, dass Core Capacities in relation to risk communication, including countering misinformation and disinformation. Das steht an der Annex 1. Da sehen wir ganz klar eine Gefahr von der Zensur von wissenschaftlichen Informationen. Wie definiert überhaupt, was Fehl- oder Desinformationen sind? Und noch heute muss ich sich zusätzlich vorstellen, wie entstehen tatsächlich Fehlinformationen oder Desinformationen? Was nicht sie? Weil die Leute Gefühl haben, dass die nicht ehrlich mit ihnen ist. Aufschließend will ich sagen, dass wir als ADR weder ein Vergeau akzeptieren, die als directed, noch werden wir sie als Coordinating Authority anerkennen, wie dann Punkt 3 auf der Seite 4 von der Version von April steht. Wir nicht gegen die Coordinating Body, aber wir brauchen keine Authority. Es kann nicht sein, dass wir als Kompetenzen aus der Hand gehen und einer Vergeau Vollmacht gehen. Wir wären gut beraten, und das schenkt ja auch heute einen breiten Konsens zu finden, für die Lastpandemie abzuschaffen, und wohl von einer Prävention und Präparation von einer neuen, und als nicht nur an Aufkommen auf Vorschriften zu stürzen, immer genau wissen, wie eine Envergüren zu haben. Wir schuldigen die Leute, dass keine Texte angeholt gehen, die hier Freiheiten und Grundrechte einschränken. Es ist nicht merci für die Nullastron. Wir sind da nicht eigenständig an den Diskussionen angebunden, an dem Negotiation Body, mit das ist die Europäische Union, wo wir Member sind, negoziert dafür als mit. Am Ganzen sind 194 Länder rund um den Tisch, die 6 Regionen angedeelt sind, und die EU möchte ein Teil von einer Region. Lützeburg ist durch permanent Vertreter, aber en amont vertreten, immer am Niveau von der EU, gehen die verschiedenen Positionen durchdiskutiert und am Detail auch mit Ländern aufgeklärt. Wir kriegen regelmäßig neueste Versionen geschickt, die dann just off the records disponibel sind, weil sie eben an einem Prozedur dran sind, für diskutiert zu gehen, und keine Lastversionen sind. Vielmals merci, Herr Präsident. Ich wollte mal der Minister vorstellen, Sie sehen das relativ sehr an einem beschreibenden Modus, ging ich so, ob man einfach so unholen, dass die Europäische Union eine Position festlegt, in welcher Form, das soll der Staat dafür gelöst gehen. Das ist aber essentiell froh. Das ist essentiell froh, weil erstens die Europäische Union an Gesundheitsfragen eingeschränkte Kompetenzen hat. Das ist eine Primärkompetenz von den Memberstaaten. Da geht es so nie belernt, gesagt, zufällig auch um Kompetenzen von dieser Chambre. Weil mir, auf jeden Fall als ADR, hätte gerne den Vertrag, den angeholt, dass wir den Hai 4 gelöst kriegen, wird zu ratifizieren, immer reist dann irgendwie zu etwas engagieren. Das war auch ein wichtiger Aspekt. Und dann muss ich auch sagen, ich kann mir bald nicht vorstellen, was ich hören, dass ein Lützburger Gesundheitsminister praktisch mal nicht weiß, was Verhandlungspositionen von der UE ist, und sie mal nicht bestimmt,
Das ist ja irgendwie ein Zustand, als ging man wo Bresel vollkommen Ideen lassen. Und wir treten immer dafür an, dass wir Souveränität und auch Treaty respektieren, die mir hun die Rechte, die mir nach hun sowohl gegenüber der Europäischen Union wie auch gegenüber einer Weltgesundheitsorganisation vertreten an der Souveränität nicht erschränken. Das sind von den Hauptenjeu von der ganzen Diskussion. Datei wird man der Minister vierdreht als an Mengen keine überzeugende Position, das ist skandalös. Ich ging mit der Minister frohen, ob es aufgrund von den Debatten, die man heute gefeiert haben, dann nicht gesagt, wie wichtig das ist, dass man Souveränitätsrechte vertreten und dass sie dafür antritt, dass wir den Vertrag als Lützeburger Parlament vier gelöscht kriegen für eine Ratifizierung.